Wir feiern heute Pfingsten miteinander. Und da habe ich eine Quizfrage für euch mitgebracht. Und es ist natürlich nicht die einfache Quizfrage, was feiern wir am Pfingsten? Gehe ich ja davon aus, dass ihr das gerade noch so herkriegt, oder? Schaffen wir gerade noch, oder? Sondern meine Quizfrage für euch ist, wenn man ja in der Bibel liest, haben sich die Jünger getroffen zum Pfingstfest. Bevor das Pfingsten ja eigentlich passiert ist, oder? Also die Quizfrage ist folgende. Was haben die Jünger genau gefeiert? Weiss das irgendetwas? Irgendjemand? Nein, ist nicht Passa. Was? Ist auch nicht das Laubhüttenfest, aber ihr seid schon auf einer guten Spur. Es ist eines der 7 grossen jüdischen Feste. Es war nämlich Shavuot gewesen. Zu Shavuot trifft man sich und feiert den Bundesschluss am Berg Sinai. Und so ist es auch dazu mal gewesen, wo sich die Jünger getroffen haben in dem Upper Room oder eben in dem Obergeschoss von dem Gebäude, haben sie miteinander einen weiteren von diesen 7 grossen religiösen 4 Tage miteinander gefeiert. Übrigens ganz spannend in der Bibel, ganz viel von den neutestamentlichen Ereignissen korrespondieren mit einem hebräischen Fest aus dem Alten Testament. Es gibt ein Fest, wo noch keinen christlichen Feiertag dazu hat. Und darum gehen gewisse Christen davon aus, das wird wohl der Tag sein, wo Jesus dann wiederkommt. Ich finde das ein hübscher Gedanke. Ich weiss nicht, ob es wirklich so ist. Auf jeden Fall treffen sich die Juden zusammen zu Shavuot und so haben sich auch die Jünger getroffen. Und dann lesen wir in der Bibel, was passiert ist an dem Viertag. Und da möchten wir gerade einsteigen in die Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Dort steht, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war erfüllt von diesem Brausen. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Ich möchte heute am Morgen zu Pfingsten sehr treffend in unserer aktuellen Predigtserie, wo es ums Gebet geht, um das spezielle Gebet vom Sprachengebet reden. Jawohl, ich werde heute über die Zunge reden, predigen. Also, könnt ihr euch schon mal anschnallen. Haben wir in der Jugend mal sehr ein markantes Erlebnis gehabt mit dieser Gabe vom Zungenbeten. Es ist schon ein paar Jahre her gewesen. Ich habe diese Geschichte sicher schon mal erzählt. Wenn sie jetzt zum zweiten Mal hörst, dann tut mir das leid, aber es passt einfach zu gut, um sie nicht zu erzählen heute Morgen. Und zwar ist das so gewesen, dass wir in einem Refill, in einem Jugendgottesdienst vor einigen Jahren einen Gottesdienst gefeiert haben, wo wir wie das Gefühl hatten, hey, weißt du was, heute möchten wir am Heiligen Geist Platz geben. Und wir haben bewusst gesagt, heute gibt es keine Predigt, sondern wir alle hören, was der Heilige Geist heute machen will. Und haben wirklich so wie Raum gegeben für den Heiligen Geist. Und das war schon auch ein Risiko gewesen. Und ich bin sicher nicht mega ruhig gewesen, so in dem Moment, wo ich gefunden habe, hey, das machen wir jetzt. Aber wir haben gefunden, wir wollen mal schauen, was der Heilige Geist nicht macht. Und so haben wir gesagt, also komm, jetzt ist der Moment. Und ich habe gesagt, habe gebetet, Heiliger Geist, komm jetzt und wir laden dich ein. Und hat irgendjemand einen Eindruck oder irgendetwas, wo ihm der Heilige Geist jetzt gerade aufzeigt. Und dann, das allererste, was passiert, ist, einer steht auf und volle Kanne raus, unangenehm laut, fängt er an in die Zunge zu beten. Weißt du, einfach richtig laut, so schalalala, balala, einfach richtig Pam raus, oder? Und das ist nicht das, was ich mir erhofft und erwünscht habe für diesen Moment. Und wie das hätte so müssen der Fall sein, peinlich berührte Stille, alle schauen um und denken, okay, was ist jetzt das gewesen? Was genau machen wir jetzt mit dem, oder? Und ich auch maximal überfordert in dem Moment, überlege mir, okay, was mache ich jetzt, oder? Was sagst du, wenn so etwas passiert? Und mach das, was in der Bibel steht und frag, du, hat irgendjemand eine Auslegung für das Zungengebet? Und zuerst mal einfach ruhig gewesen, bis dann irgendjemand gesagt hat, jo, das ist im Fall Althebräisch gewesen, als er da gebetet hat. Ich bin das im Moment am Studieren, gerade in meinem Studium lerne ich Althebräisch und was er da gebetet hat, ist Althebräisch gewesen. Und also er hat mega schnell geredet, ich habe nicht alles verstanden, aber und dann hat sie gesagt, was er so circa gebetet hat in dem Moment, oder? Da haben wir ihn gefragt, du, kannst du Althebräisch? Und ja, er hat kein Althebräisch können.
Und so haben wir einfach in dem Moment erlebt, wie wirklich der Heilige Geist ihm ein Gebet eingegeben hat, wie er dort etwas gebetet hat, wo jemand anders verstanden hat und wo Sinn gemacht hat. Und ich möchte heute Morgen über Zungenbeten predigen. Und ich weiss, das ist, wenn du das nicht kennst, und ganz besonders, wenn du nicht Christ bist, wenn du das gar nicht kennst, ist das etwas, was mega, mega komisch ist. Ich möchte mich erinnern, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich war in England auf einem Missionseinsatz mit jemandem zusammen, habe ich begleitet. Und ich bin in so eine Pentecostal-Kirche, also zum allerersten Mal reingelaufen, oder? Und dort ist es also sehr wild zu und her gegangen. Der eine, einfach, dass ihr so ein Bild habt, um euch vorstellen, wie das war. Der eine hat ein Schwert dabei gehabt. Also nicht eine Bibel, sondern ein richtiges Schwert und hat mit dem im Lobpreis angefangen rumzufuchteln und so. Und ich fand, alright, okay. Und einfach der ganze Raum, einfach alle wild an meinen Zungen beten gewesen und eigentlich so richtig crazy gewesen. Und ich bin dort so gewesen, einfach mal schockiert und überfordert. Und einfach so mit der Frage, was genau ist da am passieren? Was läuft da genau ab? Und wenn ich verstehe, jeder, der zum ersten Mal mit Zungen betet, also die Vorstellung, dass jemand in Sprachen betet, die er selber nicht versteht, dass du das als allererstes Mal einfach nur crazy findest. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es ist auch eine von diesen Streitfragen innerhalb des Christentums, wo mega, mega unschön debattiert und diskutiert wird. Die einen werfen den anderen vor, ihr sind alle dämonisch besessen und was ihr da macht, ist sowieso falsch und der Heilige Geist wirkt doch sicher nicht so und Chaos ist nicht wie Gott ist und dann gibt es da Vorwürfe, oder? Und sagen, hey, wenn ihr in Zungen betet, ist das antibiblisch und ihr sagt sicher Sachen, die gar nicht gut sind und dann werden die Charismatiker abgemacht und schlecht dargestellt und dann gibt es die anderen Extreme, die sagen, ja, wenn du nicht in Zungen betest, hast du gar nicht den Heiligen Geist, du bist vielleicht gar nicht gerettet und wer weiß, ob du wirklich überhaupt richtig glaubst. Und so wird die Frage diskutiert und debattiert und gegenseitig Vorwürfe gemacht. Und mir ist das alles bewusst. Und mir ist auch bewusst, dass die Frage vom Zungenbeten komisch kann sein. Und sogar die Bibel sagt, dass das komisch kann sein. Im 1. Korinther 14, Vers 23 lesen wir Folgendes. Stellt euch nun einmal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle in Sprachen an zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid alle verrückt? Und ja, wenn man sich das vorstellt, ist das wie die logische Reaktion. Ja, wenn das so passiert, dann laufen die Leute hin und denken, hey, habt ihr alle eins an der Waffel oder was läuft bei euch jetzt gerade ab? Das kannst du gar nicht einordnen oder gar nicht richtig fassen. Und darum ist es mir heute am Morgen ein Anliegen, möglichst ohne die Kontroversen müssen aufzugreifen, einfach mal biblisch anzuschauen, um was geht es eigentlich ganz genau bei diesem Sprachengebet. Was sagt die Bibel zu dem? Was können wir lernen und vielleicht sogar auch die Frage stellen für uns am Schluss, hey, möchten wir die Gabe vom Heiligen Geist dann nicht auch bekommen? Sind wir bereit für das? Ich glaube, ich muss jetzt beten und dann steigen wir ein in die Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen kennst in diesem Raum, dass du liebevoll auf uns schaust und dass es dir ums Wohl von jedem Einzelnen heute Morgen, geht. Und ich bitte dich, dass du jetzt die Predigt brauchst, dass du mit deinem Geist kommst und dass du redest. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dein Wille geschieht und dass wir lernen dürfen, was dir wichtig ist und was dein Wort heute Morgen zu diesem Thema sagt. Amen. Amen. Also habe ich ein paar Fragen für euch mitgebracht. Zuerst so ein Lehrteil. Was geht es eigentlich ganz genau bei diesem Sprachengebet? Und die erste Frage, was möchten wir in die Bibel einsteigen und schauen, was sagt denn die Bibel überhaupt zu der Gabe vom Zungengebet? Und das Erste, was wir festhalten, ist, es ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Also es ist etwas, was der Heilige Geist uns gibt.
Und in der Bibel hast du ein paar Auflistungen von so Geistesgaben. Und dort sind auch Sachen darunter wie Wunderwirkung oder für Kranke beten. Und es sind aber auch Gaben darunter wie Grosszügigkeit oder Gastfreundschaft. Und das ist alles in den gleichen Auflistungen genannt. Das ist etwas, was der Geist bewirkt und uns gibt. Und wenn man so die Gesamtheit von dieser Liste anschaut, merkt man gleich mal, okay, das ist nicht zwingend etwas super mega überspirituelles. Eigentlich schon, aber es muss nicht immer so aussehen, es muss nicht immer so sein. Weil wenn man sich so würde vorstellen, oh ja, ich muss mich zuerst, so, weißt, der Geist muss über mich kommen, bevor ich grosszügig sein kann. Würden wir alle sagen, ja, nein, das ist nicht so. Und du musst auch nicht ein spezielles Pfingsterlebnis haben, dass du gastfreundlich sein kannst. Und doch sind das Sachen, wo der Heilige Geist wirkt. Und genau so wirkt der Heilige Geist auch das Beten und das Reden in Sprachen. Wir lesen im 1. Korinther 12, 4-11 Folgendes. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Ich habe den Text ein bisschen zusammengefasst, überspringen, immer wenn es pünktlich hat, habe ich ein bisschen etwas rausgelassen. Wenn ihr das nachlesen wollt, ist mega empfehlenswert, dann hey, macht das unbedingt und könnt den ganzen Korinther durchlesen. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Und das ist so einer der Schlüsselverse, wenn es um Geistesgaben geht. Es geht um den Dienst an der Gemeinde. Es soll etwas Positives sein und nicht etwas, das zerstört. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Und dann ist dort die Auflistung, wo ganz viele andere Gaben genannt werden. Und dann lesen wir auch Folgendes. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Also es ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Etwas, wo wir geschenkt bekommen, etwas, wo der Geist uns dazu befähigt. Was es aber noch weiter ist, die Gabe vom Zungengebet, ist etwas, wo unser Verstand, wenn wir das brauchen, wenn wir im Zungengebet ist unser Verstand nicht aktiv. Bei vielem anderen, bei allen anderen Geistesgaben, wo der Geist wirkt, ist das immer in Kooperation oder in Zusammenarbeit mit unserem Verstand. Die Gabe vom Zungengebet ist etwas, was wir machen, wo unser Verstand währenddessen eine Pause am Machen ist. Wir lesen im 1. Korinther 14, Vers 2, wie das beschrieben wird. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch den Geist Gottes wirkt, ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Also Sprachgebet ist, wenn wir beten, aber selber gar nicht verstehen. Also wir beten wie in einer Sprache, die für unseren Verstand nicht verständlich ist. Das heisst, es ist nicht mehr Deutsch, es ist nicht mehr Französisch. Gut, dort hört es schon auf mit Verstehen. Aber es hat nichts mit dem Verstand zu tun. Sondern, das ist eine Sprache, man kann auch sagen, es ist wie eine himmlische Sprache, die einem der Heilige Geist in dem Moment eingibt und wo man ausbetet. Und wenn man sich das so anlässt, dann versteht man schon, wieso dass das gewisse Leute komisch finden, oder? Also du redest jetzt in einer Sprache, die du selber gar nicht verstehst und andere auch nicht. Wobei man kann da auch unterscheiden, es gibt auch die Fähigkeit, in Sprachen zu beten, die es gibt auf dieser Erde, aber wo man selber nicht redet. Ein Lehrer von mir hat das mal gehabt, er war auf einer Missionsreise und hat an einem Ort predigt, wo nicht in seiner Muttersprache predigen konnte und er hat mit einem Übersetzer müssen predigen. Bis ihm eines Moments in der Predigt wie so ein Eindruck kam oder das Gefühl hatte, der Heilige Geist sagt ihm jetzt, der Übersetzer erzählt nicht das, was du predigst. Das war so der Eindruck, den er hatte. Und dann hat er das Gefühl gehabt, der Heilige Geist sagt ihm, fang an in Zunge beten, ich übersetze jetzt. Und dann hat er angefangen, die Predigt in einer Sprache zu predigen, die er selber nicht können hat. Und die Leute haben alles tatsächlich verstanden und die Predigt ist verstanden worden. Also das gibt es auch, dass der Heilige Geist wie eine Gabe gibt, eine Sprache zu reden, die man selber nicht kann, die aber existiert auf dieser Welt. Also das ist Gebet,
Beten in Zungen. Wir lesen auch im Korinther 14, 1. Korinther 14, Vers 14 folgendes. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott gegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Das ist Beten in Zungen. Es ist nicht etwas, was wir mit unserem Verstand machen, sondern es ist etwas, wo wir unseren Geist aktivieren und in Kooperation mit dem Heiligen Geist zusammen in einer Sprache beten, die wir selber nicht verstehen. Also das ist die Gabe vom Beten in Zungen. Jetzt die nächste Frage ist, wann sollte man das dann machen? Wann ist so der Moment, wo man die Gabe brauchen kann und einsetzen kann? Und ich glaube, als erste Regel gilt die gleiche Regel für Gebet, die grundsätzlich gilt. Wenn, im 1. Thessaloniker 5, Vers 17 lesen wir, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also, die erste Antwort ist, das solltest du eigentlich immer machen. Das kann wie immer passieren. Und so ist das auch, wie ich das in meinem Leben mache, wenn ich unterwegs bin, wenn ich gerade so ein bisschen eine Pause habe, häufig, wenn ich irgendwo am Herlaufen bin, dann fange ich gerne mal einfach so in die Zunge an beten in meinem Kopf drinnen. Einfach als eine Möglichkeit, mit Gott zu connecten. Immer, wo ich gerade bin, ganz besonders, wenn ich für jemanden, dann ist es immer mega, mega hilfreich, wenn ich für jemanden beten sollte und ich habe keine Ahnung habe, was ich beten für die Person, oder? Erzählt dir irgendjemand gerade eine Story und sagt, hey, kannst du bitte beten? Und im ersten Moment bin ich dann häufig einfach überfordert, oder? So, ja, was soll ich jetzt genau beten für so eine Situation? Und dann fange ich in meinem Geist, in meinem Kopf einfach als erstes Mal an in die Zunge beten. Im Wissen, dass jetzt der Heilige Geist über meinen Verstand raus mit Gott connected und dass ich jetzt kann ein Gebet sprechen, wo der Geist mir eingibt, wo ganz genau das betet, wo ich eigentlich selber das Wort wieder für nicht habe. Und häufig, wenn ich so anfange, kommen mir dann schon die richtigen Gedanken und der Geist leitet mich, zum nachher beten für die Person. Also grundsätzlich glaube ich, wir können immer in die Zunge beten. Wo wir sind, wenn wir Fragen haben, wenn uns etwas beschäftigt. Ich bete häufig auch am Abend, wenn ich nicht schlafen kann, in die Zunge beten. Super Methode, um einschlafen und um Stress ablegen. Im Wissen, wenn ich in der Nacht aufwache und mich wieder ein Problem beschäftigt, in die Zunge beten, ist die beste Methode für mich, um wieder zur Ruhe zu kommen und zum Wissen, hey, ich bearbeite das jetzt alles im Geist und im Gebet und es ist jetzt bei ihm. Also grundsätzlich immer. Jetzt gibt es aber eine Ausnahme. Es gibt nämlich auch ein Wann nicht. Wir lesen in der Bibel, im 1. Korinther 14, 26 bis 28. Da gibt es noch ein paar Anweisungen, wenn das vielleicht nicht der richtige Moment ist, um in die Zunge zu beten. Was ergibt sich aus dem allem für eure Zusammenkünfte, Geschwister, also für den Gottesdienst? Es steht jedem frei, etwas beizutragen, ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat, oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Was ist beim Reden in Sprache zu beachten, die von Gott eingegeben sind? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als 2 oder höchstens 3 reden, und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Wenn niemand da ist, der das kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gott es hört. Also da gibt es eine Instruktion für den Gottesdienst. Und wie man genau das jetzt ausleitet und was man jetzt genau da für eine Praxis daraus nimmt, also was das jetzt für den einzelnen Gottesdienst heisst, da gibt es verschiedene Methoden und verschiedene Kirchen, die das verschieden handhaben und verschieden ausleben. Und ich möchte jetzt da auch nicht allzu fest in die Details hineingehen und sagen, genau so ist es richtig und so ist es falsch. Aber ich möchte für uns wie festhalten, hey, gerade im Anbetracht, dass es für Nicht-Christen oder für Menschen, die zum ersten Mal kommen, befremdlich im besten Fall ist, wenn alles in die Zunge betet, dass wir das darum so da nicht machen möchten. Wir möchten im Kreuzpunkt, im Gottesdienst, das nicht zur Schau stellen und möglichst geistlich wirken, weil das ist nämlich, verstehen wir, auch ein grosses Problem von den Korinther.
Die Kirche in Korinth, die sind sehr stolz auf ihre Gabe vom Zungenreden oder vom Heiligen Geist grundsätzlich. Und es ist ihnen ganz wichtig, dass alle sehen und wissen und verstehen, hey, ich bin dann erfüllt vom Heiligen Geist, oder? Und darum muss ich auch die ganze Zeit in die Zunge beten, dass ihr alle seht, dass ich ja auch erfüllt bin vom Heiligen Geist. Und es ist viel mehr um eine zur Schaustellung gegangen, als um eine wirkliche Ausübung von einer Geistesgabe, wo ja schlussendlich soll der Kirche dienen. Und darum möchten wir im Kreuzpunkt da, wann nicht, wir möchten es dann nicht machen, wenn es für andere ein Hindernis und störend wird. Aber wir möchten jetzt nicht sagen, hey, in Zunge beten im Gottesdienst geht gar nicht. Hey, während der Gebetszeit, während dem Lobpreis, wenn du möchtest in Zunge beten, dann darfst du das absolut machen. Ich will jetzt nicht, dass wir vorkommen und das Mikrofon nimmt und dann dort laut in Zungen anfängt zu beten. Das machen wir nicht raus. Wir wissen, dass jemand da ist, der das übersetzen kann. Aber so gibt es auch Momente, wo es nicht angebracht ist, nämlich wenn es nicht zur Verbauung von anderen Menschen dient. Wenn das nicht der Fall ist, dann soll das nicht gemacht werden. Also, und wer soll dann die Gabe vom Zungenbeten haben? Wer soll in Zunge beten? Und dort lesen wir auch im 1. Korinther 14, Vers 1. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch den Geist Gottes gegeben werden. Also, da ist eine Aufforderung, dass wir uns aktiv bemühen um die Gabe vom Heiligen Geist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also es ist nicht wie Weihnachten, weißt? Wo du dann unter dem Weihnachtsbaum siehst, das Päckchen ist jetzt für mich. Und du wartest, bis dir der Geber von dem Geschenk dann das Geschenk überreicht und du es endlich auspacken darfst. Mit der Geistesgabe ist es nicht wie Weihnachten, wo du wartest und sitzt und dann irgendetwas mal empfängst, sondern es ist vielmehr so, dass wir aktiv uns darum bemühen. Wir sollen aktiv uns danach streben, danach sehnen und danach fragen. Würdest du mir das bitte nicht geben, Heiliger Geist? Und was noch spannender ist, die Stelle geht weiter und erklärt, dass wir uns spezifisch nach bestimmten Gaben sehnen sollen. Das ist nicht so quasi, ja, du hast nicht, du nicht. Und so ein bisschen quasi, ich teile jetzt einfach mal so ein bisschen zu und du bekommst genau das, sondern wir dürfen aktiv uns um die Gaben vom Heiligen Geist bemühen und danach fragen. Und weiter noch sagt der Paulus, ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Heißt das jetzt, dass alle die Gabe haben können, dass alle sollen immer können in Zunge beten oder nicht? Ich möchte das offen lassen und gar nicht so fest jetzt diese Frage beantworten. Aber was mir wichtig ist und was ich denke, ist ganz zentral für uns, heute Morgen zum Verstehen, ist erstens, dass wir uns danach sehnen sollen. Wir sollen fragen, wir sollen bitten für die Gaben. Und ich möchte euch herausfordern, ermutigen, hey, sehnet und fragt und betet und die Gabe vom Zungenreden. Und der Paulus sagt, mein Wunsch wäre, dass ihr alle das habt. Heisst das jetzt, jeder kann immer zu jeder Zeit die Gabe so haben? Ist es ein Automat, wo du einfach rausnehmen kannst, was du willst? Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert. Aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen, hey, wir alle sollen uns sehnen nach dem. Und der Paulus sagt auch, es ist mein Wunsch, dass wir alle die Gabe haben. Und ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Wir wünschen uns eine Kirche, die erfüllt ist von der Gabe vom Heiligen Geist. Wo der Heilige Geist voll am Wirken ist und wo alle können Gaben ausleben und einander dienen mit diesen Gaben. Und das bringt uns zu der letzten, ich glaube vielleicht sogar wichtigsten Frage, wenn es ums Zungenbeten geht. Warum? Warum überhaupt sollst du die Gabe haben? Oder? Nochmal zurück zu, es ist ja eigentlich schon befremdlich, oder? Wenn man das so zum ersten Mal sieht, wenn jemand in die Zunge betet, das ist auch komisch. Warum sollte ich mich also jetzt überhaupt danach sehnen, oder? Ich meine, kann ich nicht einfach auch sagen, danke, nein, danke, ich bete doch so, wie ich es verstehe, und dann ist alles gut und kein Stress, oder? Warum sollte man sich überhaupt nach dieser Gabe vom Zungenbeten sehnen? Wieso sollte man das überhaupt haben? Was ist überhaupt erstrebenswert oder brauchbar oder nützlich an dieser Gabe vom Zungenbeten? Und dort sagt die Bibel Folgendes. Im 1. Korinther 14,4. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wenn wir in Zunge beten, dann können wir unseren eigenen Glauben, unseren eigenen Geist auferbauen. Es
dient zu unserer eigenen Stärkung. Und genau so erlebe ich es auch. Wenn ich in Zungen bete, dann tut das irgendetwas machen in mir und er baut mich. Und ich glaube, das ist eine der einzigen Gaben, die so gebraucht werden kann, zur Selbstauferbauung. Alle anderen Gaben sind häufig zum Dienst der anderen Menschen da. Aber wenn du in Zungen betest, kannst du deinen eigenen Glauben stärken und auferbauen. Und ich stelle mir es dann so vor, wenn ich in Zungen bete, dann bete ich vielleicht Sachen, wo ich selber gar nicht an die gedacht habe. Aber der Heilige Geist hilft mir dann, für Sachen zu beten, die mir überhaupt nicht einmal in den Sinn kommen. Hey, wie genial ist das? Wenn Gott so kann mich führen und leiten und mich brauchen, um für Sachen zu beten, die mir selber nicht einmal in den Sinn gekommen sind. Und ich glaube, der weitere Punkt, oder warum das es gerade für uns Schweizer so wichtig wäre, dass wir viel mehr uns nach dieser Gabe sehnen, ist, weil es ist ein Ausdruck von Demut. In Zungen beten bedeutet schlussendlich, Gott, ich vertraue dir mehr als meinem Verstand. Und ich möchte gebraucht werden von dir über mein eigenes Denken und Vermögen daraus heraus. Und das ist so spannend an dieser Gabe vom Beten in anderen Sprachen. Es ist eigentlich eine Umkehrung von Babylon. Wenn ihr in die Sonntagsschule gegangen sind, kennt ihr sicher alle die Geschichte vom Turmbau zu Babel, oder? Das ist so ein All-Time-Favorite von allen Sonntagsschullehrern und Lehrerinnen, die Leute, die haben einen Turm miteinander gebaut und Gott bringt eine Sprachenverwirrung. Und ich sehe das, Beten in Zungen ist eigentlich eine genaue Umkehrung vom Turmbau zu Babel. Was beim Turmbau passiert ist, Menschen haben ihr Vertrauen auf sich selber angefangen zu setzen. Sie haben ihrem eigenen Vermögen mehr vertraut und haben gesagt, wir können alles. Und haben durch das einen Geist von der Rebellion gegen Gott angefangen einzunehmen. Sie haben wie zum Ausdruck gebracht, hey, wir brauchen Gott gar nicht. Wir können es selber. Es geht ohne ihn. Schau mal, was wir da nicht alles herkriegen. Und das Resultat war eine Sprachenverwirrung, die in einer Zerteilung und einer Uneinheit, in einer Division geendet hat. Und Beten in Zungen ist genau die Umkehrung von dem. Wir beten in Zungen, in fremden Sprachen, auf das wir uns demütigen vor Gott. Indem dass wir genau das Gegenteil machen, zum Ausdruck bringen, Gott, ich brauche dich, Gott, ich will dich, ich will, dass du durch mich wirkst und nicht ich in Kontrolle bin. Es ist genau das entgegengesetzte Gedankengut, genau die entgegengesetzte Haltung, die die Leute in Babylon hatten. Es ist nicht ich kann's, ich bin's und ich vollbring's, sondern es ist Gott, ich nehme mich selber zurück und ich möchte, dass du durch mich durchwirkst. Und das Resultat ist eine Einheit vor Gott. Wir lesen das in Offenbarung 7, Vers 9. Es ist eigentlich wie ein Einblick in den Himmel, wenn du so willst, in Zungenbeten. Wir lesen nämlich in der Offenbarung 7, Vers 9 und 12. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schlossen sich ganze, unzählbar große Schar der Engel an, alle, die rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Und es hat ein allgemeiner Lobpreis im Himmel stattgefunden, in ganz vielen verschiedenen Sprachen, in Einheit, verbunden im Lobpreis Gottes. Ich darf die Band einladen, wir steigen jetzt dann wieder ein in eine Zeit der Anbetung. Und ich möchte nochmal das zusammenfassen. Darum sollten wir uns nach der Gabe vom Gebet in die Zunge sehnen. Weil es ist zur Auferbauung, zur Selbstauferbauung ein mega hilfreiches Tool. Und zweitens, es ist ein Ausdruck von unserer Demut vor Gott. Wir bringen damit zum Ausdruck, Gott, du bist in Kontrolle und nicht ich. Und es ist so eine genaue Umkehrung von der Rebellion zu Babylon. Und so möchte ich dich heute Morgen einfach einladen, wenn wir jetzt dann einsteigen in eine zweite Zeit der Anbetung. Wir werden mit Liedern Gott feiern und ihn erheben. Und du jetzt vielleicht Fragen hast oder auch irgendetwas in dir drinnen sich sehnt nach dieser Gabe vom Reden in Zungen, vom Sprachengebet, dann möchte ich dich einladen, das Gebetsteam ist ready für dich. Sie werden mit dir zusammen beten für die Gabe vom Sprachengebet. Du darfst nachher einfach hintergehen zum Gebetsteam, sie sind bereit, um mit dir zusammen einfach nach dieser Gabe zu fragen.
Ich kann dir nicht genau sagen, ob es passiert und wie es passiert und hey, das ist schlussendlich in Gottes Hand und nicht in unserer Hand. Aber ich möchte dir folgende Ermutigung mitgeben. Wenn du dich nach dieser Gabe ausstreckst und sehnst, dann bringst du damit etwas ganz Schönes zum Ausdruck. Du sagst mit dem nämlich, Gott, ich sehne mich nach dir und ich möchte, dass du wirkst durch mich. Und darum folgende Gedanken. Mal angenommen, du wirst jetzt zum Gebetsteam gehen und für die Gabe vom Zungengebet reden. Aber es funktioniert gar nicht und du fängst irgendetwas an zu sagen, das gar keinen Sinn macht, wo gar nicht eine fremde Sprache wäre, oder? Also, mal angenommen, du wirst jetzt einfach irgendwas Blödsinniges vor dich hinbabbeln. Weißt du, was ist das Coole an dem? Gott sieht deine Motivation. Gott versteht, warum dass du dich nach dem aussehnst und ausstreckst. Und ich glaube sogar, wenn es nicht geht vom Heiligen Geist in dem Moment vom Zungenreden ist, was du machst, Gott sieht trotzdem, dass du dich sehnst nach ihm. Und dass du ihn möchtest ehren in dem drin. Das hat mir persönlich mega geholfen, so die Anfangshürden und die Ängste zu überwinden. Im Verstehen, dass schon nur der Hunger und die Sehnsucht nach dieser Gabe eine Form von Lobpreis ist. So möchte ich dich ermutigen, jetzt, wenn wir gerade einsteigen in die Zeit und du möchtest wirklich für das beten und das bekommen. Du darfst wirklich zum Gebetsteam gehen und sonst dürfen wir jetzt miteinander einsteigen in eine Zeit vom Lobpreis, wo wir Gott möchten ehren.